Aleichem Shalom, Sava, was hört sich? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ich habe eine Frage. Ja? Ja, für was redest du Jiddisch? Ich? Für was rede ich Jiddisch? Ich habe lieb zu reden Jiddisch. Für was redest du Jiddisch, Sava? Alle Savas reden Jiddisch. Ich habe noch eine Frage. Deine Mishpacha, reden sie Jiddisch? Nein. Mein Seide hat geredet Jiddisch und mein Baba hat geredet Deutsch. Und der Vater redet mein Tate Englisch. Emes ist, redet ein bisschen Deutsch und kennt ein paar jüdische Wörter, aber redet nicht kein Jiddisch und nicht kein Deutsch. Und der Vater habe ich geredet Englisch. Und ja, das ist es. Meine Mishpacha redet nicht kein Jiddisch. Kein Menschen reden nicht kein Jiddisch. MS. No, ja. Also, wie hast du sich gelernt Jiddisch? Ja, wenn ich bin gewesen 25 Jahre alt, habe ich gemeint, es ist schon Zeit, sich zu lernen Jiddisch. Ich habe gewohnt in Deutschland und sich gelernt Deutsch. Und ich rede Lashon Kodesh oder Ivris. Und ich kenne ein bisschen von den slawischen Sprachen wie Russisch. Und die 3 Sprachen sind die Wurzeln von Jiddisch, Deutsch und Lashon Kodesh und slawische Sprachen. Also ich habe gemeint, no, es ist schon Zeit, anzuheben lernen Jiddisch. Und sich lernen Jiddisch. Und davor habe ich angehoben, sich lernen Jiddisch wie 25er Jahre alt Mensch. Und ich weiß, dass mein Jiddisch ist sehr schlecht jetzt. Und ich mache eine Sachtossen. Aber ich habe lieb zu reden Jiddisch und zu proben, sich besser in mein Jiddisch. Zu reden mit weniger Tossen. Ich habe lieb reden mit anderen Menschen und lernen Bücher und Poesie. Und ich singe jiddische Lieder. Oh, so schön. Ich habe lieb jiddische Lieder. Ja, ich euch. Und nicht nur singen, aber auch ich habe lieb zu schreiben jiddische Lieder, neue Lieder auf Jiddisch. Und ich habe lieb, sie zu singen mit anderen Menschen. Und ich hoffe, als es wird sein, es auch mehr Menschen, was reden Jiddisch und schreiben jiddische Poesie und jiddische Bücher und jiddische Lieder. Und ich hoffe, als wir können reden Jiddisch über die ganze Welt. Ja, ich euch.